Ein wunderschöner Erdbeere-Traum von der Patricia. Wieder ein neues Rezept zum ganz einfach nachkochen. Ich wünsche jetzt schon einen guten. Der feine Erdbeere-Traum braucht natürlich Erdbeere, die ich heute Morgen in meinem Garten sammeln. Es hätte nichts anderes können sein. Aber es hätte schon gleich den Meereng gemacht. Aber gut, du bist beschäftigt im Garten, gell? Meereng, ganz wichtig, die haben wir wirklich, die habe ich in der Region gekauft. Bin ich mal unterwegs in Gruyère. Darum haben wir Meereng aus Gruyère. Man muss auch nicht alles selber machen, wenn die anderen so gut können, gell? Absolut. Warum? Was brauchen wir sonst noch? Wir brauchen einfach noch Quark. Also Magerquark noch. Und griechische Joghurt. Also Schweizer Joghurt nach griechischer 8, um ganz genau zu sagen. Verstanden? Nehmen wir noch Zitrone. Davon brauchen wir Saft und Schale. Okay. Und Mandelsplitter so. Und natürlich, hahaha. Ist ja klar, Dessertgewürz, weil es ein Dessert ist. Das ist ganz der Dessert. einfach. Ja, nehmen wir Dessertgewürz und da haben wir unseren Erdbeertraum. Ich freue mich jetzt schon. Schön, gell? Ich lasse dich träumen und ich komme dann nachher schauen. Genau, du kannst davon träumen, nachher darfst du den Traum wahr werden lassen. Okay? Sehr schön. Bis nachher. Tschüss. Ciao. So, Erdbeer schneiden, und zwar auf 2 verschiedene Art und Weisen. Also die nicht so schön ausgesehen haben, habe ich so klein geschnitten, dabei geviertelt und dann nochmal in die Mitte geschnitten. Die werde ich so zusammendrücken mit dem Dessertgewürz. Und die anderen, die grösser sind, schneide ich einfach so, ich tue die einfach Viertel, lassen wir da. Die kommen nachher oben drauf als Deko. Man macht das ja am liebsten, wenn Erdbeersaison ist, oder? Es gibt aber einen Trick, weil teilweise am Anfang der Saison oder aber am Ende der Saison schmecken die Erdbeeren noch nicht so intensiv. Also die hier riechen jetzt schon sehr gut. Und das gilt für Erdbeer, das gilt für Heidelbeer, Himbeer allgemein. Wenn ich trotzdem ein Dessert schon machen will, dann hilft Dessertgewürz. Ich mache das jetzt so oder so. Aber wenn man teilweise trotzdem Erdbeer will oder an der Beere will und es ist noch nicht so, nicht so schmackhaft noch, dann nimmt man ein kleines Dessert dazu. Also Dessertgewürz meine ich. Es gibt wirklich, es intensiviert den Geschmack. Und dann mache ich hier mit dieser Erdbeer, ich zerdrücke die einfach ein bisschen, hast du gesehen, ich habe ein bisschen Dessertgewürz dazu. Ich könnte jetzt auch einen Purierstab nehmen. Also ich probiere jetzt auch noch so zu drücken, weißt du? Das eigentlich zum Herdöpfel zusammendrücken. Ich puriere nicht ganz, ich will nachher noch ein Stückchen Erdbeer haben. Aber ich drücke die so ein bisschen, dass man auch mehr Saft unter dran hat. Und im Mund saftet schon, weil es riecht so fein nach Erdbeer mit dem Erdbeer oder mit dem Dessertgewürz. Das hilft auch. Ich bin nicht die Erste, die sagt, oh, noch mehr Zucker dazu. Wer mich kennt, weiß das, auf keinen Fall. Aber wenn man einen Fruchtsalat macht und teilweise, man hat eine Melone, das schmeckt noch nicht so. Oder man macht, keine Ahnung, Bananen, sie kommen ja vom Wald und teilweise schmecken sie nicht wirklich so. Dann ein bisschen, ganz ein bisschen Dessertgewürz dazu. Es ist wie so Geschmacksverstärker für Süßes. Siehst du jetzt, wenn ich da drücke, kommt schon Saft raus. Da wollte ich. Das nicht zu fest puriert ist, weil die Erdbeer ist das so zart, oder? Und ich wollte ein kleines Stückchen haben, damit es auch spannend ist beim Essen. Siehst du, wenn ich drücke, habe ich viel Saft, aber ich probiere es so zu nehmen. Ich habe noch ein Stück. Ich habe nicht einfach Brei. Ich habe noch ein Stück Erdbeer hier. Lasse ich hier, weil sie geben jetzt noch weiterhin Saft ab. Diese Zeit braucht man kurz das Herd. Und zwar wirklich nur ganz kurz bei diesem Rezept. Ich brauche das hier nur und meine Mandel kurz ans Rösten. Wenn ich das gar nicht will, kann ich auch einfach weglassen, nicht rösten, nicht anrösten. Aber so gibt es definitiv mehr Geschmack. Und da bleibe ich hier dabei. Es geht sehr schnell teilweise. Kriegt schon Farbe. Die verschiedenen Stufen des Röstens. Es reichelt, es kriegt Farbe. Also ich bin jetzt wirklich beim höchsten Stufe, jetzt gehe ich ein bisschen weiter runter. Nur kurz wieder schwenken, abstellen. Siehst du? Schön goldig braun sind sie jetzt. Jetzt muss ich die aber möglichst schnell auf diese Pfanne nehmen, weil, so schnell auch nicht.
Weil die Pfanne ist natürlich heiß. Und wenn ich das hier lasse, dann werden sie verbrennen. Mandeln sind parat. Jetzt kann ich zu meinem Creme gehen. Dann habe ich hier Magerquark. Ich kann auch mit dem 20%igen Fett machen zum Beispiel. Aber es ist wirklich nicht nötig. Die Menge Kalorien kann man sich einsparen, weil mit dem Magerquark auch sehr gut ist. Und von der Eiweißgehalt ist das besser für uns. Dann nehme ich noch die griechische Joghurt. Es ist ein sehr frisches Dessert, muss ich sagen. Zitronenschale kann ich gleich hier direkt einreiben. Ich liebe, wie das riecht. Das ist auch mehr das Aussehen. Weil im Dessert-Gewürz habe ich diesen Geschmack auch schon. Und ich brauche den Zitronensaft nicht so viel. Ich mache das hier, dass es so Geschmack gibt. Nochmal eine frische. Deswegen habe ich nur die halbe Zitrone verwendet dafür. Mache ich natürlich auch ein bisschen Dessert-Gewürz hier drin. Und dann riecht es schon traumhaft. Wirklich, macht das daheim, es lohnt sich. Da hier, also ist ein Rezept, man braucht viel die Hände. Hände sind sauber. Sie sind so rot, weil die Erdbeerfarbe haben. Die drücke ich da rein einfach. Ist das nicht ein gutes Gefühl? Einfach Meereng zerbröckeln. Es ist so eine Dessert, die heißt eben Erdbeertraum, haben wir vorher gemeint. Ist ein guter Name dafür. Und es hat so wie Wolken drinnen. Da erinnert uns so am Traum. So, ich muss jetzt hier schauen, ob es schon gut ist von der Menge. Ich will weiterhin ein Creme haben mit so Meereng Crunchies. Die Hälfte etwa habe ich benutzt. So, und jetzt ist das, was ich so toll finde an einigen Desserts. Man kann auch mit Kindern machen. Die helfen ja gern, dann könnte man das auch nutzen. Ein bisschen von diesem Saft hier. Probiere möglichst viel Saft zu nehmen. So, schön verteilen, dass man das nachher sieht. Von allen Seiten sieht man, dass etwas drin ist. Ja. Dann kommt mein Meereng Creme. Siehst du, der ist jetzt noch richtig so weich. Dessert kommt natürlich im Kühlschrank, für einige Stunden zumindest. Man kann auch einen Tag vorher schon vorbereiten. Man kann auch so individuelle Portionen machen. Klappt auch gut. Gar nicht so viel Creme, wie ich dachte. Durch das hier so verteilen. Dann kommt hier aber noch so ein bisschen Meereng. So Stückchen. Ja. Und jetzt mein Erdbeer. Also alle Erdbeeren, die halb puriert sind. Ich höre schon die Frage irgendwie bei mir so. Man könnte auch mit verschiedenen Beeren machen. Ich könnte hier Erdbeer, Himbeer, Heidelbeer, Johannisbeer, alles mischen. Ich könnte auch mit ganz anderen Früchten machen. Ich könnte, wenn ich, keine Ahnung, Mangos habe, ich kann auch mit Birnen machen, das ist gut. Pfirsich, Nektarinen. Aber jetzt machen wir mit Erdbeer, das ist das Klassische, oder? Erdbeer und Meereng. Nehmen wir die Soße natürlich hier auch noch. Und jetzt Creme, schön verteilen. Das kommt dann nachher, nach dem Deko quasi, in den Kühlschrank. Und wir probieren das später. Du musst aber nicht warten, das kommt gleich nachher für dich. Aber die habe ich wirklich unbedingt vorher machen und dann in den Kühlschrank lassen. Und jetzt mache ich da nochmal mit dem Meereng ein bisschen größere Stückchen so. Ich das so verteilen. Bei uns gibt es ja nach wie vor Geschmack, wobei das Aussehen auch wichtig ist. Und jetzt verteile ich mein Erdbeer auch da drauf. Je nachdem, was für eine Portion Erdbeer ich gekauft habe, kommt mehr Erdbeer hier drauf oder weniger. Ich glaube, es bleibt aber noch Erdbeer zum so essen. Einfach. Und die Mandeln, die habe ich angeröstet, die kommen noch nicht hier drauf. Das ist wichtig. Für mich sieht es gut aus, wenn ich Lust habe zum Essen. Ich schaue und denke, oh, da wollte ich. Und bei mir ist es jetzt soweit. Wenn es nachher mit dem Mandel noch drauf sind, dann sieht es noch besser aus. Hier haben wir noch so eine leere Stelle. Ich tue auch da ein Erdbeer einstecken. Das kommt bei mir in den Kühlschrank. Und wenn kälter ist, ein bisschen fester. Ich würde sagen, mindestens auf jeden Fall 2 Stunden. Man kann aber gut am Abend machen für den nächsten Tag. Aber mindestens 2 Stunden im Kühlschrank und sonst in individuelle Becher tun. Und wir probieren nachher,
wenn schön kalt und ein bisschen fester ist. Komm, Gabi, kommst du auch mit? Hey, hallo Gabi! Genau, Schau, kannst also, du bitte schön. fantastisch, danke Ich wollte eigentlich vielmals. einen Teller holen, aber ich habe noch Gabi gefunden auf dem Weg. Und wir sagen da immer, wenn ihr unten super kommentiert, Genau. dann laden wir euch auch mal ein zum Probieren. Gabi hat das natürlich gemacht. Und darum Habe ist ich sie ein jetzt da. Glück heute? Riesenschwein. Danke Richtiger Zeitpunkt am richtigen Ort. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sehe ich für dich, Gabi, das ist der Erdbeerentraum. Genau. Erfunden von der Patricia, hat ein bisschen mehr Ring drunter, wo wir Ich probiere extra gleich so. im Frühjahr geholt haben. Und ich denke, Ja. willst du von mir Ein probieren? guter, ich nehme es nachher. Also, Gut. ich, Gabi, jetzt sind wir gespannt. ja, Steht dir einen guten? Einen guten wünsche ich Tief dir. Luft holen, dann kommt Nein, gut. das kommt super. da hoffe ich. Also, und wenn du bis jetzt dabei gewesen bist, vielen Dank fürs Schauen. Du kannst auch mal kommen, probieren. Ich hoffe, ich darf nachher noch weiter kochen. Ich weiß noch Der nicht. Crunch, merkst du, gell? Ist Das noch sind da crunchig. die Mandelblättchen. Man kann noch mehr Mandelblättchen holen. Ich habe noch nicht alle aufgebraucht. Ist gut. Das ist wirklich ehrlich. Sprachlos. Seht ihr? Wow. Genau, das habe ich doch gesagt. Das sage ich Ist noch kalt jedes vom Mal. Kühlschrank, gell? Kann man nicht hören. Gell? Also, ich glaube, ich hole einen Teller für mich, dass ich auch noch was kriege hier. Ich würde. Für euch ist wichtig, wenn ihr dabei seid, wie gesagt, unten kommentieren. Däumchen da lassen, abonnieren. Weil es ist ja so, Anzahl Likes ist der Lohn von der Patricia. Also wenn ihr nur 2 Likes schickt auf das Video, kommt sie genau 2 Franken über, dann kommt sie irgendwann nicht mehr. Also macht mit, Leute. Es lohnt sich. Fantastisch. So fein. Man merkt Zitrone gut. Und Dessertgewürz. Fantastisch. Der Aroma. Ja. Also vielen Dessertgewürz. Dank. Ja, Dabei bleiben. Bis Dessert ist nächstes Mal. gut. Es liegt nicht an mir, es liegt am Dessert. Ja, natürlich. Nein, und ewige Liebe und so. Hey, ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Leider schon wieder Zeit zum Adieu sagen, aber nächste Woche sind wir wieder da. Bis dann, habt Sorge. Ciao zusammen. Danke. Bye bye. Ciao, Bin ciao. stetig. Tschüss zusammen. Danke.